Guten Tag und moin moin, hier ist Plattkanal mit einfach JM. Heute habe ich mal ein ganz aktuelles Thema für jou. Ich mach mir nämlich ziemlich Sorgen um uns deutsche Sprache. Das betrifft eigentlich bloß Hochdeutsch, aber damit fängt das ja schon an und kennen ein weit. Mit ein lustig Geschichte möchte ich das mal verkloren. Ein paar Autofahrer feuert ob die Ampeltau. Ob der einen sieht statt ein paar Fußgängers und ob der anderen sieht ein paar Radfahrers. So, das wollt auch all. Ich kann mich kaputt lachen. Also bet nu jedenfalls. Sie leben Märchen und Märchenen. Leve Lü, leve Lüen. Mein leves Kind, meine leve Kinden. Leve Gäste, leve Gästinnen. In der Grammatik von uns deutsche Sprache kann man leicht eine starke maskuline Utrichtung festmachen. Kann man, macht das doch allmehr deutlich. Nu ist das nicht euch, jahrhundertole Sprachgewohnheiten von heute auf morgen ob ein geschlechterneutrale Sprache zu verändern. Das gibt für nicht bloß männlich und weiblich, nee, das gibt es noch dazwischen, hab wir nu lehrt. Und allen scheint man und muss man recht wahren. Wenn wir nu aber einmal dabei sind, ein neues Bewusstsein für uns deutsche Sprache anzuschufen, denn dürfen wir Rassismus und Diskriminierung doch nicht buten verlassen. So wie ich das beurteilen kann, ist das N-Wort das beste Beispiel für Diskriminieren. Wobei das in Surland ein Nägetal gibt. Und in dort Nägetal gibt das eine Ortschaft Näge. Unterteilt in Ober-, Mittel- und Unternäge. Nun mal ganz unter uns. Möchtest du in Unternäge wandern? Wenn denn doch leibe in Obernäge. Zigeunerschnitzel ist nicht mehr erlaubt. Wiener Schnitzel und Frankfurter Würstchen aber noch. Das ist doch nicht gerecht. Die HVV in Hamburg, die hat den Begriff Schwattfahren abschafft. Und Schwattarbeite, eigentlich sowieso nicht erlaubt, das sind afnu BND-Kräfte, Brutto-Netto-Dienstleistung. Aber nu trügt uns Ampeln. Von Amts wegen ist das beschlossen worden. Das muss nu geschlechterneutral formuliert werden. Die Hochdeutschen sagt gendern. Die Engländer, die sagt gendern. Wie das auf Plattdeutsch heißt, weiß ich noch nicht mal so genau. Ein paar Autofahrer feuert ob die Ampeltau. Das heißt nu, ein paar Autofeuernde feuert ob die Ampeltau. Mötze für die Ampel anholen, weil der rot ist, sind das keine Feuernden mehr, das sind denn für die Ampel stehende, nicht feuernde, Autofeuernde. Doch statt ob der einen sieht ein paar Fußgänger. Richtig heißt das nu, doch statt ob der einen sieht ein paar Fußgängende. Und weil sie eben statt und nicht Gott, sind das eben stehende, nicht gehende, Fußgängende. Ob der anderen sieht, steigt ein Grupp Radfahrer. Na, wie wird ihr Albert kommen? Das ist nu eine Gruppe Radfeuernde. Und weil sie eben statt und nicht feuert, sind das eben stehende, nicht feuernde, Radfeuernde. Das war doch nur gar nicht so schwer. Nu war das aber grün, also an uns fortgehenden Ampel, und die stehenden, nicht gehenden, fortgehenden, was die ganz normale fortgehende. Bei der Gruppe Radfeuernde müssen wir das nun noch unterscheiden. Zwischen die das Rad
über die vorgehenden Ampel schuft und die das feuert. Wir haben also nur eine Gruppe schufende, nicht feuernde, radfeuernde und eine Gruppe radfeuernde, die Vorbahn an die fortgehenden Ampel überquert. Als na das Überqueren von der Vorbahn an die fortgehenden Ampel wird ut die Gruppe schufende, nicht feuernde, radfeuernde und die Gruppe radfeuernde, als werde eine komplette Gruppe radfeuernde. Also normalerweise. Wenn der dort nicht zu einem Zwischenfall an uns zur fortgehenden Ampel kommen will. Ein schufende, nicht feuernde, radfeuernde ist mit einem zur fortgehenden zusammenstürzt. Beide stört und hebt sich verletzt. Krankenwagen und Polizei müssen alarmiert werden. 2 Beamtinnen in Peter- und Petra-Wagen hebt zur Protokollnamen ein verletzt Fußgänger zur Fuß und ein verletzt Radfahrer Radfeuern. Das ist uns allen Betten kompliziert. Wir haben doch überhaupt nichts sein. Vielen Dank an all jou Toekiekende.